gesund sein heisst nicht einfach nur langsamer und weniger, sondern vielleicht mehr noch fokussierter und weniger so Menschenpleaser sein. An so einem milden, schönen Herbsttag wie heute, da zieht es uns wieder einmal raus. Wir sind mit dem LiveNet-Talk zu Horgen am Zürichsee. Und hier haben wir uns installiert in diesem Gärtchen. Das ist eine Aussenstelle der Equippers. Also ihr seid hier dran, der Dan Zeltner, der hier schon Platz genommen hat. Herzlich willkommen auf einmal zuerst Ja, freue mich. in diesem Talk. Ich freue mich sehr, Dan, dich jetzt ein bisschen kennenzulernen. Vielleicht von der anderen Seite als die meisten, die so erlebt haben über die Jahre immer schon, nämlich als Worshipper mit diversen Liedern, die du im Mundart herausgegeben hast und auch Zeltner Weihnacht. Gut, da reden wir sicher ein bisschen drüber, wenn jetzt die Weihnachten vor der Tür ist, kommen wir auf jeden Fall drauf. Aber eben, hier ist jetzt wirklich so ein spannendes Projekt am Laufen, wo du drinnen bist, eine Kirche, eigentlich eine kleine in Horgen, coachen, ein Netzwerk aufbauen. Erzähl uns ein bisschen, was seid ihr da dran? Ja, es ist, einer unserer Slogans ist, im Kleinen passiert ganz Grosses. Und wir glauben, nach Corona ist wie klar geworden, dass Kirche wieder lokaler muss sein muss. Und wir sind wirklich dran, als Gemeinde, jetzt als Equippers Zürich, wir haben Leute aus dem ganzen Kanton nach Zürich, die nach Zürich kommen für einen Gottesdienst. Und wir sehen uns eigentlich weniger als eine Kirche, sondern wir sind fast eine Bewegung von verschiedenen Kleingruppen. Wir sind eine Familie aus verschiedenen Familien und aus verschiedenen Gottesdiensten, die im ganzen Zürich Gebiet oder vielleicht sogar über das raus hoffen wir und glauben wir, irgendwie wird zusammenkommen. Genau, eben, du hast mir gesagt, eigentlich der Worship, wo so ein bisschen die Marke ist, fast ein bisschen, oder, beim Dan Zeltner, seit irgendwie fast 30 Jahren, wo du gerne wieder unterwegs bist mit Projekten, mit Musikprojekten. Das ist nur noch ganz ein kleiner Teil eigentlich. Es ist wirklich ein kleiner Teil. Also, ja. Natürlich, jetzt sind es 3 Gemeinden, ich bin Gemeindeleiter, da läuft sehr viel. Dann habe ich noch andere Hüte, bin Bewegung Plus, Vorstandsmitglied. Natürlich eine Family mit 6 Kindern. Also, läuft definitiv etwas. Und Musik ist mir nicht so zwingend. Aber es ist irgendwie das, was gleich am Schluss wahrscheinlich am meisten in die Öffentlichkeit hineindringt. Ja. Was hast du dort noch? Worship Academy, dort bist du noch ein bisschen drin, gell? Und ja, genau. Eben Zeltner Weihnacht. Nehmen wir es vorweg, was noch in diesem Bereich ansteht. Also das ist ja auch ein Familienprojekt gleichzeitig, oder? Es ist ein Familienprojekt und gleichzeitig mache ich das meiste schon allein, weil während der Weihnachtszeit läuft noch viel anders. Und ich kann jetzt nicht da am Wochenende 2-3 Mal, wo ich Konzert habe, die ganze Family mitschleifen. Das geht leider nicht. Übrigens, der erste Auftritt, habe ich gesehen auf der Webseite, ist hier in Horgen, also da, wo wir jetzt hocken, genau, am Weihnachtsmarkt. Ja, da freue ich mich riesig. Das ist genau. ein Heimspiel, wir wohnen ja seit einem Jahr in Horgen. Und ja, die ganze Zeltner Weihnacht ist schon ein sehr Herzensprojekt. Das war für mich nicht irgendwie ein Wunsch oder noch so eine Verwirklichung. Das war für mich so eine God-Idea, die ich wirklich mal bekommen habe während der stillen Zeit. Das Anliegen, nochmal die Weihnachtsgeschichte populär zu machen und der heutigen Jugend nochmal neu zugänglich machen. Viele kennen ja die Zeller Weihnacht. Das ist, glaube ich, jetzt 61 Jahre alt. Meine Kinder haben das nicht mehr cool gefunden. Aber schon, das wirklich, es hat sich so lange gehabt und es sind immer noch tolle Songs. Ich finde es absoluter Hammer. Ah ja, so geliebt. Wir haben es aufgeführt. So die Wie und Hille weiss ich noch genau. Ja, aber jetzt ist Zeit für die Zeltner Weihnacht, ja. die Zeller Weihnacht. Das ist so ein bisschen mein Beitrag. Ist doch cool, sehr cool. Ja, und eben hier Horgen, das ist jetzt ein Ort, wo ich nicht mega Bezug habe dazu, aber du hast mir gesagt, 23'000 Leute, die hier wohnen, aber es gibt kaum mehr eine Freikirche, oder eben, gar keine stimmt nicht, aber doch, da ist eigentlich, sollte man wieder Leben auch herüberkommen. Erzähl mir doch ein bisschen von dieser Vision, dass du eben sagst, du hast es vorhin gesagt, im Kleinen passiert Grosses, so ein bisschen das. Hängen wir dort noch mal ein bisschen an? Ja, das ist wirklich, es ist eigentlich sehr vernichtend. Jetzt sagen, entlang vom linken Zürichseeufer gibt es eigentlich keine Gemeinde, die richtig aufblüht.
Man muss entweder auf Zürich oder auf Rapperswil. Ja. Und ganz bei meinem ersten Meeting mit dieser Gemeinde hier in Horgen, ist eine bestehende Gemeinde, eine kleine Gemeinde, bin ich gefragt worden, ja, was da geistlich abgeht. Weil in Horgen sind über die letzten Jahre einfach nur Gemeinden zugegangen. Und es ist so ein ähnliches Szenario in den Nachbardörfern oder eben einfach am linken Zürichsee entlang. Und in dem Moment, wo mich die Frau das fragt, habe ich wirklich wie einen Eindruck bekommen. Und ich wusste, es ist nicht von mir, sondern ich habe gesagt, ich glaube, es liegt daran, dass so ein Geist von der Unabhängigkeit herrscht. Und ich habe das einfach mal so rausgesagt, ohne irgendwie einen Kontext zu haben. Und jetzt bin ich doch 2 Jahre so ein bisschen hier dran und habe das beobachtet, auch mit anderen Gemeinden oder Gemeinden, die eingegangen sind oder Mühe haben. Ja. Es ist so das ganze Ding, so, man ist eine kleine Gemeinde, man ist zwar Teil eines Verbands, aber man macht eigentlich sein eigenes Ding. Und eine kleine Gemeinde kann einfach nicht überleben. Man muss Teil eines größeren Kontexts sein, man muss Ressourcen teilen. Und das, wo wir eigentlich dran sind mit den Equippers, ist wirklich nicht unabhängige Gemeinden haben, aber doch eine hohe Selbstständigkeit, aber gleichzeitig eine hohe Zusammengehörigkeit. Es geht nicht darum, irgendwie eine Franchise machen oder so, sondern wirklich mit lokalen Leuten bauen, aber gleich Ressourcen teilen und Teil von etwas Größerem sein, dass man nicht als kleine Gemeinde so einen ganzen Laden muss aufrechterhalten muss. Das ist so ein bisschen das Herz von dem, wo wir da dran sind. Genau, und dort hier bist du jetzt zu Wädenswil auch noch, gell, ist auch noch ein Standort. Ja. Und dann eben in Zürich und da hier in Horgen, wo ihr als Equippers dran seid. Und so das Coachen und eben das Impulse geben in diese Richtung, das ist schon stark jetzt das Herz des Dan Zeltner. Ja, ich würde sagen, ich bin ein Eisbrecher. Ich bin einer, der gerne vorausgeht. Ich kann gerne ein bisschen provozieren. Ich kann mal so ein bisschen einen Hit nehmen. Ich bin jetzt nicht... Ja, ich bin Pastor, das ist ein Titel, aber ich bin nicht der Hirt. Ja. Wirklich nicht. Ich bin eher, so ein bisschen, wenn man vom fünffältigen Dienst redet, ein Apostel, noch ein bisschen vorausbricht und versucht, das Fundament zu legen. Mhm. Und so ein bisschen das Pionierhafte in mir drin, das brauche ich, dass es mir gut geht. Und ich glaube auch, die Gemeinden sind froh, wenn es nicht zu viel Dan Zeltner drin hat, sondern eben noch andere. Und ich liebe es, in Teams zu arbeiten, und das ist auch etwas, was wir mit Equippers mega gut können, weil wir eigentlich ein Team sind über verschiedene Locations, können die Gaben auch ganz anders zum Tragen kommen. Und die Konzentration ist dann nicht so hoch vom einen, sondern weil es sich ein bisschen gut verteilt. Ja, es ist ja noch erstaunlich, eben, du bist jetzt ein Pastor, oder eben Bewegungsleiter, oder ein bisschen nach dem Profil, wie du es jetzt beschrieben hast, wo 6 Kinder hat, auch noch dazu, mega viele Hüte in den Verbänden und so weiter. Eine Frau, die hast du vergessen, die hat viel zu tun. Oh, natürlich, wem sagst du das? Absolut, genau, natürlich. Und nachher aber einfach ein Pastor bist, der jetzt über doch eben manches Jahr dran ist und sagst, Burnout oder so hast du eigentlich noch nicht gekannt oder Sabbatical hast du zwar gehabt, in Amerika, gell? Da kommen wir jetzt gerade noch ein bisschen drauf, aber eigentlich bist du fröhlich oder positiv drin, oder? Und unterwegs. Ja, grundsätzlich schon. Ich lebe von der Abwechslung. Ich bin auch sehr ein zurückgezogener Mensch. Also ich brauche meine Räume, meine Zeit, wo ich allein bin, gehe viel laufen. Viele denken ja als Musiker, ich höre und mache noch viel Musik. Das mache ich überhaupt nicht. Das ist wirklich lieber Stille. Irgendwie aus dem heraus kann ich nachher auch wirklich pushen und ich arbeite viel. Ich habe viele Verantwortungen. Ich glaube, ich mache mehr als viele andere. Mhm. Aber es ist eine gute Balance bisher. Ja, das ist sehr cool. Und eben, jetzt wollte ich dort hier noch ein bisschen näher darauf eingehen, auf das Sabbatical in den USA, das du hast. Da warst du in Texas, Gateway Church, und hast auch wiederum so einen kleinen Moment von Offenbarung fast ein bisschen, oder etwas Neues, wo glaube ich, sehr stark sich reinzieht in das, was du jetzt so heute machst. Gell? Ja, total. Es ist nach dem ersten Monat, und ich habe recht rein in die Gemeinde, viele verschiedene Meetings. Nach einem Monat hatte ich rund 20 Gespräche mit Leitern und Pastoren.
Und jedes Mal ist das Thema Gesundheit aufs Tapet gekommen. Und das ist jetzt nicht etwas, was ich irgendwie im Gemeindebau so vordergründig hatte. Und es hat mich schon beschäftigt. Und dann kann ich einfach schauen, auch ein bisschen, wie die Gemeinde funktioniert. Und es ist jetzt nicht eine aufregende Gemeinde. Es ist jetzt nicht eine von denen, die ich irgendwie auf Instagram folge und immer auf YouTube dran bin. Aber ich musste sagen, wenn wir eine Gemeinde wählen als Familie, auch meine Kinder, wir möchten dort her. Das wäre die Gemeinde, die wir uns suchen würden. Und dann haben wir schon überlegt, was ist es denn? Und ich habe in mein Tagebuch so geschrieben, Leute sind angezogen zu dem, was attraktiv ist, aber sie sind committed, verpflichtet zu dem, was gesund ist. Ja. Und ich habe in meinem Leben noch nie eine Kirche gesehen, wo die Leute sich so hineingegeben haben. Obwohl sie das Gefühl hatten, die Kirche fordert nichts von den Leuten. Es ist nie darum gegangen, ich habe keine einzige Opferkollekte Ansage gehört während diesen 3 Monaten. Es ist nie darum gegangen, wir brauchen noch mehr Mitarbeiter und so. Es ist wie zu sehen, die Kirche will gar nichts von den Leuten. Aber gleichzeitig sind die so dahinter gestanden, hinter dieser Kirche. Und es hat viel damit zu tun mit dem Rhythmus, mit den Werten, die irgendwie drin sind, dass es einfach wirklich am Schluss gesund ist. Ja. Und es ist nicht irgendwie, es gibt nicht so unausgesprochene Erwartungen, die manchmal da sind. Dass viele Leute getrauen sich heutzutage nicht mehr in der Kirche mitzuarbeiten, weil sie, wenn sie mal Ja sagen, dann einen kleinen Finger geben, ziehen sie den ganzen Arm rein und dann bist du dann für die nächsten 10 Jahre irgendwie absorbiert. Und dann kommt das und das und das dazu. Und es hat mich unglaublich begeistert, wie klar dass sie sehen. Wenn man zusagt zu etwas, dann bedeutet das, das und das. Und es ist viel im Vorhinein durchgedacht. Und darum sind die Leute auch bereit. Weißt, es ist nicht so, ich muss noch warten. Es gibt viele, die sagen, ja, ich muss noch darüber beten. Das finde ich die schlimmste Antwort, die du bekommen kannst. Das ist eigentlich eine Ausrede, die die meisten sagen. Die sagen, hey, Hilfe, ich möchte jetzt da nicht zusagen. Und nachher passt ja ein bisschen auch zu deinem Typ, wie du vorhin hast beschrieben, ein Anteil vom Apostel. Also bist du zurückgekommen in die Schweiz und dann ist das Thema wir bauen jetzt die gesüngste Kirche von der Schweiz oder so in diesem Stil, ist dann aufgekommen, oder? Ja, total. Es hat mich absolut fasziniert und ich habe gemerkt, wie wichtig das Thema eigentlich ist. Und bei mir sind so wirklich viele rote Lämpchen aufgegangen, als ich zurückgekommen bin und einfach mal überlegt habe, wie ich leite, wie wir gewisse Sachen machen. Schon nur das Tempo, das in der Kirche ist. Ein Satz, der mich unglaublich, der ist ganz tief gegangen, ist «God is not in a hurry, so aren't we». Gott hat es nicht brisant, darum haben wir auch nicht brisant. Und ja, Gott ist ein Gott der Generationen. Und manchmal haben wir so das Gefühl, jetzt muss es passieren und das braucht es jetzt. Und das hat mich unglaublich begeistert. Und ich bin schon richtig voller Flammen zurückgekommen und gleichzeitig mega relaxed. Und ich habe gemerkt, hey, es liegt auch nicht alles an mir. Ich bin auch nicht mehr so wichtig, wie vielleicht, wie ich es vorher gedacht habe. Es hat mich auch begeistert, wie Pastoren dort in Amerika an einem Sonntag auch mal etwas mit der Familie machen und nicht in den Gottesdienst kommen. Weißt du, ist zwar unser Job und die Erwartung ist, dass der Pastor am Sonntag da ist. Aber so wie am Pastor seine Kinder haben ja nur am Wochenende frei. Wieso sollten wir immer die Familie opfern für die Gemeinde? Wo Leute, die es nicht einmal so ernst nehmen. Weißt du, also irgendwie manchmal... Ja, absolut. Ja, wie ist das nachher weitergegangen, wenn du jetzt das auch ein bisschen anfängst, coachen wahrscheinlich in die Teams hinein oder dort, wo du überall Einfluss ausübst? Ja, es hat vor allem auch mit mir angefangen. Bei dir vielleicht, ja. Also das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir einen externen Mentor gesucht. Ist ein Freund von mir, ist der Pastor von Equippers Minds. Und das ist der mich am meisten provoziert. Der ist am meisten nicht so wie ich. Also alles, was er denkt und eigentlich sagt, ist wie so, es geht mir echt mal zuwider. Aber ich merke, ich brauche so jemanden, der wirklich auch mal Klartext redet. Wir haben ja intern noch mal so ein Rechenschaftsprinzip abgelegt, schon nur, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Zum Beispiel muss ich jetzt jede Woche sagen, wenn ich meinen Freitag mache und wie ich meine Freizeit verbringe. Weil Gemeindeleiter und mit all dem, was bei mir auf dem Tapet ist,
da bist du die ganze Zeit am Arbeiten, da reicht 7 Tage Woche nicht. Und einfach, dass wir wie Rechenschaft ablegen und sagen, ja, hey, wir haben einen Sabbat und ich habe einen Tag mit der Familie, das ist etwas Wichtiges. Und das ist noch krass, wie plötzlich, also ich habe ungesund gelebt. Mir ist es zwar gut gegangen, ja. Aber ich habe natürlich immer auf Kosten, vieles hat meine Frau müssen einstecken oder meine Kinder oder mein Team. Und wie dort mal angefangen und es hat unglaubliche Sicherheit und Begeisterung ausgelöst in der Gemeinde, dass das plötzlich auf dem Tapet ist. Und ich habe gemerkt, das Commitment von den Leuten, die vorher so ein bisschen am Rand waren. Und ja, Kirche, ich habe ja noch andere Sachen. Ich will jetzt auch nicht, dass die Kirche mir voll reinzieht. Und wir sind eine Kirche, die Vollgas geben will. Wir nehmen das Reich Gottes ernst. Weißt? Das ist so die erste Gesicht. Ja. Aber dass das irgendwie zusammenpasst und dass eine gesunde Balance ist, das hat echt etwas ausgelöst. Also in dem Sinne nicht, dass du pushst und eben fast ein bisschen, wie du es jetzt beschrieben hast, den Raubbau betreibst vielleicht mit gewissen anderen Leuten um dich herum, die das müssen aufrechterhalten für dich oder wie rundum helfen, tragen und lüpfen eigentlich einen grossen Teil der Last. Spannend. Eins, was du mir auch noch hast gesagt hast, schon im Vorgespräch, das finde ich auch noch einen interessanten Punkt. Du sagst, du hast dich in einer gefährlichen Zone bewegt, auch weil du eben von Ideen gelebt hast. Das möchte ich gerne noch. Ja, also ich bin ein guter Beobachter und ich habe eine gewisse Kreativität. Und ich komme immer mit Ideen und habe wieder Ideen und sehe etwas. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein Sabbatical gebraucht habe. Ich hatte einfach zu gut nach 10 Jahren. Und ich habe mir gedacht, Sabbatical brauchst du, wenn du kurz vor dem Burnout bist und nachher machst du mal länger Pause. Überhaupt nicht. Ich hatte das Gefühl, ich könnte weiterziehen, kein Problem. Aber wenn du mal die Gelegenheit hast, 3 Monate auszuklinken mit der Familie, machst du das natürlich. Und ich bin zurückgekommen und habe gemerkt, ich war an einem ganz gefährlichen Ort als Leiter. Ich habe die Gemeinde wirklich eigentlich noch mit Ideen geleitet, aber nicht mit Vision. Ich würde sagen, die ersten 5 Jahre, jetzt seit der Gemeindegründung in Zürich, hatte ich Vision und ich wusste, dass ich ein inneres Bild hatte, eine Vorstellung, was ich möchte und auch wie etwas anvertraut bekommen. Dass ich auch gewisse Worte gesehen, die ich hatte, prophetische Worte, auch Erlebnisse natürlich von meiner Zeit in London und Berlin und Neuseeland, wo ich aus dem Vollen schöpfen konnte. Und dann kommt schon der Punkt, plötzlich, wo du das Gefühl hast, ja, jetzt haben wir etwas erreicht. Auch. Und als Leiter ist alles wie Neuland. Ich mache alles zum ersten Mal. Und du suchst das Zeug aus den Händen raus. Und nachher musst du immer wieder etwas probieren. Und mir hat das innere Bild gefällt. Und echt die 3 Monate in Amerika, es ist wie, ich habe etwas erlebt, wo ich das Gefühl habe, die nächsten 5 Jahre kann ich sicher, ohne mich gross anzustrengen, aus dem Vollen schöpfen. Ich habe etwas erlebt und das Erlebnis versuche ich zu reproduzieren, natürlich im schweizerischen Kontext. Wir haben hier nicht eine Ami-Church, geht gar nicht. Aber es ist relativ easy, so zu leiten und überhaupt nicht ermüdend. Ja. Aber es ist eben ein Leiten über die Vision. Ja, Vision klingt immer so, als wüsste man, wie die Zukunft aussieht. Ich rede lieber von einem inneren Bild. Ich habe wie, wenn ich die Augen zumache, ich sehe, wo es hergehen könnte. Ja. Und ich sehe, was die gewisse nächsten Schritte sein können. Ich sehe, was diesen Sonntag passieren muss. Dass wir vielleicht weiterkommen in dem, was wir träumen. Was den Menschen auch dient, ja, letztlich. Und, so näher zu Jesus kann ziehen und so. Und dort drinnen finde ich das schon so spannend. Du tust das auch integrieren, das mit der Erkenntnis rund um gesund sein, in der Psyche, in Beziehungen. Und dann tut das auch wie jetzt offen eigentlich wieder aufgreifen. Eben. Ja, das ist jetzt unser Filter. Und es ist auch etwas, wo wir uns daran messen. Ja. Wo wir einfach auch Feedbacks reinnehmen, aber auch einfach wirklich gegenüber der Gemeinde, jetzt als Gemeindeleitung sehr rechenschaftsabhängig sind. Oder wir geben Rechenschaft über das, was wir machen, mit diesem Filter. Und ich habe gemerkt, die Gemeinde weiss das mega schätzen. Also das Vertrauen, ich habe das Gefühl, ich habe schon immer höchstes Vertrauen gehabt. Das Vertrauen ist wirklich nochmal gestiegen. Ja, es wäre jetzt spannend, mit den vorhin schon erwähnten Kindern zu reden oder mit deiner Frau, oder? Um mal ein bisschen zu hören, was hat jetzt der Wandel gemacht
Aber jetzt rede ich ja mit dir und frage einmal dich, was du das Gefühl hast, ne? Oder wie du das neu auch erlebst, eben als Papa von 6 und als Ehemann, dass dort hier zeigt sich ja als allererstes, oder? Ja, total. Also ich habe das Gefühl, ich bin relaxer daheim. Auch mein Handy ist nicht mehr ein Handy daheim, sondern ein Festnetz. Also ich tue mein Handy aus meinem Hosensack. Es ist platziert. Ich habe eine neue Aufmerksamkeit auch daheim. Und ich war oft so unruhig gewesen. Und bin noch nicht ganz runtergefahren mit den Gedanken irgendwo anders, schon präsent daheim. Aber das hat unglaublich geholfen, dass es nicht so immer so schnell muss gehen. Ich habe gewisse Sachen liegen. WhatsApp ist überhaupt, also manchmal tue ich zwei Tage nichts beantworten, weil es nicht so wichtig ist. Wenn es ganz wichtig ist, dann soll sie mir anrufen. Weißt, aber ich bin nicht mehr so getrieben von Nachrichten und so Geschichten. Das ist Fakt. Schön, ja, das merkt man dir auch an. Das spürt man, dass du wohl bist dort hier drin und in einem guten Frieden eben, sozusagen unterwegs. Und das ist natürlich gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt so drinnen sind, umso ja, bemerkenswerter. Also nicht nur, dass man viele Leiter sieht, Leiter, die dort nicht so in der Balance sich bewegen, einfach auch insgesamt, oder? Die Hektik in der Welt. Und eben Weihnachten hat sowieso den so, Überbegriff, hektisch, stressig. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, wir nehmen uns, also wir arbeiten schon sehr mit von außen nach innen, die Erwartungen und all das. Ich möchte auch nicht ein Killer sein oder ein Leiter sein, der irgendwie runterfährt. Weißt? Und so, also das Thema, wir werden die gesündeste Kirche, hat bei gewissen Leuten schon auch das Gegenteil bewirkt, dass ich das Gefühl habe, jetzt sind sie ungesund passiv geworden. Also dass die Leidenschaft dann auch wie fast schwindet? Ich habe das Gefühl, hey, das Reich Gottes verdient, dass wir alles geben. Ja. Aber es ist wichtig, dass wir von innen nach außen leben, aus dem Geist raus und nicht von unserem Körper. Und, hey, klar bin ich müde, wenn ich das Zeug mache, aber hey, das ist eine Berufung und eine Offenbarung, wer Christus ist. Und aus seiner Liebe, aus seiner Annahme heraus können das Leben gestalten. Das gehört für mich auch das Gesunde rein. Also, gesund sein heisst nicht einfach nur langsamer und weniger, sondern vielleicht mehr noch fokussierter und weniger so Menschenpleaser sein. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin noch mal ein Stückchen kälter geworden. Weißt, so als Pastor musst du immer auf Leute eingehen. Ich kann mich auch besser abnabeln. Okay. Mhm. Ja, sehr cool. Eine andere Sicht zu bekommen, sozusagen wie ja, ist das mit Dan Zeltner, was geht im Herzen ab? Was ist eben so entscheidende Momente jetzt gesehen, wo du ja, jetzt versuchst oder schon voll drin bist, das reinzunehmen in dein Wirkungsleben so, oder in dein Leben insgesamt. Dan, aber ich kann nicht ein Gespräch mit dir führen, ohne gleich Musik auch noch mal kurz anzusprechen. Wir haben ja vor etwa 2 Jahren schon einen Talk gehabt, respektive Kollegin, die Jael, die mit der Dan in Zürich war, in der Friedenskirche. Und jetzt gleich noch die Frage, also geht das immer mehr jetzt auf Sparflammen, und so wie du vorher ein bisschen erwähnt hast, oder hast du dort auch immer noch Vision auch für das? Nein, ich habe wirklich noch Vision für das. Es ist einfach eine Kapazitätsfrage, wo ich merke, wo ich da stehe, habe ich sicher nicht die Möglichkeiten, wie ich es vielleicht früher hatte. Aber ich denke, der Fokus für mich ist schon Songwriting. Das ist etwas, was ich liebe. Und vielleicht weniger so Konzerte. Ich habe viel, ich habe dort noch einen Worship-Abend gemacht. Und dort, das merke ich so. Für die Sachen, wo ich präsent sein muss, das nimmt ein bisschen ab. Aber Lieder schreiben und auch Co-Writing mit anderen. Und jetzt mit der Worship Academy wirklich Lobpreisleiter ausbilden und Songwriter schulen, das ist schon eine grosse Geschichte. Alles klar. Also, dann wünschen wir jetzt einfach mal gerade das, was vor der Tür ist, ein bisschen, haben eine ganz schöne Zeltner-Weihnachtstour. Ja, freue mich riesig. Ja. Und eine kraftvolle. Okay. Und natürlich wünsche ich dir, dass du weiter in so einem gesungenen Rahmen kannst unterwegs sein in diesen verschiedenen Bereichen, wo du dran bist. Und Gottes Segen. Danke vielmals für das Gespräch, Dan. Merci vielmals. Merci. Danke fürs Hineinschauen.
Ja, und der Talk, der Anger, wenn ihr gleich noch ein bisschen mehr über Musik und das Worshipper-Herz von Dan Zeltner hören wollt, den verlinken wir gerne verlinken, den Anger-Clip. Der ist unten auch verlinkt. Der war dort hier im Rahmen vom Brave Be Life, wo die Jael Binkeli auch Dan noch ein bisschen Fragen gestellt hat. Heute war mal ein bisschen anderer Fokus. Ich hoffe, es war für euch auch so interessant wie für mich, den Dan von dieser Seite kennenzulernen. Wir sehen uns schon gleich wieder und tschüss. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.